All to the children, get ready. Step up. Zion, here we come. Come with me to Ethiopia. Say, come with me to Ethiopia. Say, come with me to Ethiopia. Sit and reason with the Father, the Creator. Meet the Mount Zion. So ist die genau. Ist hier. Wer ist da? Nochmal B. Nochmal A. Das habe ich mal aufeinander gebaut. Ich habe mehrere Kameras. Schon ist auch. Das hat Loctite. Und ist los. Wieder das Verbindungskabel auseinander machen. Ja. Drucken halten. Das zusammendrücken und schieben.
Sì. Zusammendrücken, von unten vielleicht so etwas raus, bis haltieren. Ist ja raus. Muss man ja auch Zylinder bauen. Also, I recommend getting a Sharpie. We're going to mark different parts of the quadcopter with the Sharpie so that we don't lose track of what we're repairing and what we can reassemble. Makes it easier if we know where's the front right, where's the front rear. And we'll also need a little Phillips screwdriver, a little Phillips hobby screwdriver. I recommend getting one with a magnetic tip if you can. I got mine at Kmart. Nice tip for about $7. K&R precision screwdrivers. This is Kmart again, $7. Relatively cheap, but make sure it's got a magnetic tip because that really makes it easy. Besser von Hand. Out of recessed holes in the quadcopter itself. Also, another thing I got here is Ist ja auch das. in general is an old pillbox. I find off the quadcopter the way that the propellers normally rotate. Die beiden Schrauben. Direction. You can tell this by the pitch of the propeller. So the right rear and the front and left are clockwise motors. These two here, just kind of similarly or oppositely. If you look in the left rear, this little slot in between here, you'll see that the wires of the motor are white and Die black. beiden Schrauben. These are counterclockwise motors. Again, the propeller spin. Now it's time to start this. USB-Verbindung. And the first thing we're going to remove to gain access to the motors is the camera. First of all, there's a little plug that leads the camera. It's the camera power plug and control plug. Just remove that by grabbing it with your fingernails and pulling upward. And then you can remove the camera itself. If you look sideways at the camera, there's a little, two little slots in it. All you gotta do is push forward on the camera, and it pops right out. I have some far up. Excellent, good switch. But it pops right out of the quadcopter. And you can pop it right back in when you're ready to go, or when you're done, pushing it backward into those slots. Just pop it right off. Okay, to remove the door, all you do is open up the door, lift it, then angle it sideways. That's slots. It has two pins. Move one all the way forward, and one all the way back, and then one forward, just lift up on it until it pops out. Like so. And we're going to go in reverse and put this all back together. Next, remove the battery. The battery's inserted. Plug it and pull out the battery. Now it's time to start disassembling the quadcopter itself. To do that, each arm has a total of 9 screws that must be removed before we can pop the case. These screws include the single screw that's on the propeller. Remove the propeller. There's a screw on the landing gear skid, and beneath that, if you look after I remove the landing gear skid, there's a little actually a big recessed hole to remove another screw that holds this compartment on the bottom. And on the arms itself, there's a screw here and a screw all the way forward, followed with pairs of screws here, here, here. Antenne ist draußen.
mal den Antenna. So that's a total of 6, 7, and the reset screw is 8, and the screw on the propeller is 9. So I'm going to start by first removing Im Video ist einfacher. with that screw, and then I'm going to remove the landing gear from both sides, and then I'm going to remove the remaining 7 screws, 1 here and 6 here on the arm. Okay, the first set of screws that we're going to remove Im Video ist einfacher. going to the propeller Da shaft. muss man jetzt die USB-Verbindung, Also going to remove the propellers, einmal das, the main gear. To remove the einmal propeller, da just remove that single screw that's wegmachen. holding it to the propeller shaft. Erst muss ich die GPS-Antenne auseinander machen. Using your magnetic screwdriver. If done properly, the screw should hang on to the screwdriver and put it away in your little toolbox. Keep in mind that this screw is different size than the other screws here, so. And then the propeller just simply pops right off without that screw. Die GPS-Antenne ist zusammen mit der Push in, USB-Verbindung place the propeller zusammengesteckt. and main gear So, aside. Keeping in mind, we don't need to das sind zwei Kabel. Die zweite ist hier hinter. Ich habe kleine Finger, lieber mache ich mit. Okay, the next thing we're going to take off is the main gears. And to do so, there's 4 screws holding the main gear to the quadcopter. Just simply unscrew them and also very simple unscrew these. And put the screws in the same place so that you don't lose them. And I'll do the same with the remaining 3 screws on this main gear. And then I'll just pop it up and I'll show you. Okay, all 4 main gear screws have been removed. Now we can just simply pop off the main gear. Place it aside. So what we got left now is just all So, of these screws. jetzt mache ich die GPS-Antenne raus. Same size. Oder nachher kommt man machen. Ist zusammengeklebt mit Doppelkleber. But I am going to separate them per arm. Groups of 7. My little toolbox here. Mit Doppelkleber nachher auch Remove all 7 screws. Doppelkleber benutzen. And we'll proceed with the next step, which is disassembly. Okay, all screws have been removed. It's a total of 36 screws. There's 4 screws for the propeller, 4 screws for the landing gear, and then a total of 7 screws for each arm that had to be removed. That goes in the toolbox. Ist einfach. Konnte man auch jetzt draufbauen. Toolbox aside, because we don't need to screw the arm until we reassemble like that. Der kommt hierher. Wegen der Stromverbindung, warum ich hier gebastelt habe, ich werde euch nachher erklären. Ich habe eine Pluskabel gelötet und Minuskabel. So kann man auch bei Blendchroma mit ganz normaler Batterie, nicht nur die Original, mit ganz normaler Batterie entsprechen. Lipo-Batterie und 11,1 Volt, C 30C und die Amperezahl, man entscheidet, was man minimal 4800. 4800. Es gibt auch 6000 und mehr, kann man hinten befestigen oder rumbasteln Befestigung und mit denen kann man auch fliegen. Muss man nicht Originalbatterie 100 Euro oder 99 Euro oder 57 Euro
Original Batterie kaufen. Das werde ich euch anders mal erklären, wenn ich das zusammengebaut habe und dann mit den Batterien, das ist Testflug gemacht habe, ich zeige ich euch. So, jetzt kommt das Stromkabel. Stromkabel ist auch fest. Das ist Zusatzkabel für den Anschluss. Kann man auch Plus, Minus. Das werde ich anders mal erklären. Und die versteckt man da nach hinten. Ja. Zigarettenpause. Test ist okay. Video funktioniert. Motortest erfolgt. Video funktioniert. So. Starten. Keine GPS-Verbindung. Muss draußen. So. Super. Alles geklappt. Es war nicht so schlimm. Mit der Rest baue ich eine Doppeldeck. Ich trenne den ab. Ich mache zusätzliche
irgendeine Bastelung her oder alles Ersatzteil. Der kaputte, der neue. Das war mein erstes Mal. Es hat lange gedauert, aber hat funktioniert. Mit ein bisschen Geschick, alles klappt. Etwa 57 €, den Ersatzteil. Alles komplett ist okay. Diesmal bin ich schlau. Habe ich mir einen Propellerschutz gekauft. Wenigstens ist ein bisschen heil. Zack. Und zack. Kostet 20 €. Dann wäre es viel besser. Vielleicht ist der heil geblieben. Vielleicht hätte er geschützt. Nur der Propellerschutz hätte er kaputt gegangen. So. Fertig. Nächstes Mal erkläre ich euch, wie man blind mit normaler anderer Batterie, nicht original, fahren kann. Dazu habe ich den Kabel verkuppelt mit dem gleichen Anschluss. Gelötet. Wenn der Original Akku leer ist, dann kann ich auch den hierher befestigen. Oder hier befestigen. So befestigen. Oder so. Für den habe ich eine Befestigung, Bausatz gebaut. Kann man auch mit den fahren, fliegen. Nicht fahren, fliegen. Nicht so lang wie der Original, aber maximal 20 Minuten. Das war von den Blend 350 QX, die verloren gegangen ist. Innerhalb einer Monate 2 Drohnen. Eine verloren gegangen und die bei erster Flug ist sie kaputt gegangen. Teurer Spaß, aber jetzt weiß ich, was ich vermeiden kann. So. So, das ist eine super Bedienung. Für die Bedienung habe ich noch Antennensatz gekauft, wie ich zusammenbaue. Bei nächstem Video werde ich erklären. Verstärkung. Einmal 5,8, einmal 2,4 GHz. So. Fertig. Super.